Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Ihrer Mitte, lieber Herr Generalvikar. Schön, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Und jeder und jede Einzelne, die hier sitzt, könnte jetzt in sich ein bisschen schauen und sich fragen, was die Sylvie, danke, dass du mich eingeladen hast, gesagt hat. Was löst das bei mir aus? Bin ich wirklich eine von denen, die innovativ sein wollen? Was ist denn das für ein Schlagwort? Und vielleicht sich so auf einer Skala von 1 bis 10 fragen, naja, wenn ich mir die Frage stelle, will ich innovativ sein? Ist das ganz gering, 1 oder 2 oder vielleicht mehr? Und ja, dann merken Sie sich diese Zahl. Mein Ziel wäre es, dass sie am Schluss höher ist als am Anfang. Wenn mir das gelänge und ich ein Stück Freude und Mut machen kann, dass Sie sich selber als einen Menschen begreifen, egal wie es Ihnen gerade geht, egal welche Erfahrungen Sie in Ihrem Leben schon haben, mehr oder weniger, egal ob Sie in der Spannung von Freude und Frustration, von Herausforderung und Entspannung, von Glaube und Zweifeln, wo Sie sich gerade befinden. Das sind ja die Spannungsfelder, in denen wir alle uns ein Leben lang bewegen. Und wo immer Sie da stehen, wenn ich ein Stück ermutigen kann, dass Sie sagen, von diesem Punkt aus kann etwas passieren, nämlich etwas, was im heutigen in der Tageslesung zufällig so steht. So spricht der Herr im Jesaja 49,8: Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören, am Tag der Rettung dir helfen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk, aufzuhelfen, dem Land und das verödete Erbe neu zu verteilen. Das ist vielleicht ein prophetisches Wort, 2500 Jahre alt, das vielleicht zum einen oder anderen schon irgendwo sprechen kann, aktuell sein kann. Und Stichwort sprechen: Ich halte normalerweise nicht viele Vorträge. Ich arbeite sehr gerne mit Gruppen und morgen werden wir das auch tun. Aber heute versuche ich mich mal in der Rolle. Aber das Verhältnis soll gut sein zwischen dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, aus meinen Erfahrungen, und der Einladung, dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, es kann ganz viel passieren an so einem Abend. Zum Beispiel, dass ich rede und irgendwo merken Sie, ach, meine Gedanken driften da irgendwo hin ab. Ich bin schon ganz woanders. Und dann steigt man irgendwo wieder ein. Und auch wenn sowas passiert, glaube ich, das ist nicht nur schlecht. Da könnte es sogar sein, dass schon etwas ausgelöst wurde. Etwas, was für Sie wichtig ist und was Sie sich mitnehmen könnten. Als möglichen Schritt, als mögliche Frage, als möglichen Impuls. Und ich biete Ihnen sozusagen ein Buffet an und besser, man nimmt bestimmte Dinge bewusst mit, die für Sie wirklich zutreffen und hilfreich sind, vielleicht auch irritierend, aber etwas, was Sie sagen, das möchte ich mir mitnehmen. Also es ist ganz viel und man ist übervoll und dann passiert gar nichts. Also so als Einleitung. Ich habe dann auch vor einigen Tagen ein Psalmwort, war wieder, wie gesagt, zufällig beim Beten gefunden. Und vielleicht ist das auch ein Beginn, ein Motto, unter das wir dieses Gespräch, diesen Abend stellen können. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres. Mit diesen Worten aus dem Psalm 46 möchte ich jetzt bewusst beginnen, denn aus vielen Gesprächen mit dir, Sylvie, in den letzten 3 Jahren habe ich eben erfahren, das war für mich ganz neu, dass diese Kirche in diesem Land einen radikalen, fundamentalen Wandel durchmacht und durchmachen muss. Und dass diesen Wandel natürlich viele vielleicht auch so empfinden wie dieser Beter des Psalms als wirkliche Nöte und als das Gefühl, da kommt alles ins Wanken. Die Zukunft ist voller Unsicherheiten und deswegen bin ich dankbar, dass ich
hier sein darf und gerade in dieser Situation Erfahrungen weitergeben darf und zu ihnen sprechen darf. Ich habe großen Respekt vor dieser Situation und vor den Besonderheiten, wo ich mir überhaupt nicht einbilde, das in Tiefe zu verstehen. Und deswegen werde ich auch nicht auf Einzelheiten Ihrer Situation eingehen. Das wäre vermessen. Die Einzelheiten Ihres Wandels. Ich möchte aber versuchen, deutlich zu machen, dass es sehr, sehr häufig, eigentlich fast immer, Situationen waren, Zeiten der Veränderung, oft auch des Scheiterns, oft auch der Krise, die immer auch innovationsschwangere Zeiten waren. Also wenn man rückblickend schaut, wie sind Innovationen und was ich damit genau meine, möchte ich dann noch erläutern, überhaupt entstanden? Wie ist das Ganze losgetreten worden? Wo war der Ursprung? Dann waren es sehr oft solche Zeiten. Und das ist ziemlich unabhängig in welchen Bereichen. Also da kann man Gesetzmäßigkeiten feststellen, die vielleicht auch für die Kirche gelten. Ich glaube es. Und nicht dann, wenn die Rahmenbedingungen für Veränderung, für Erneuerung optimal waren. Das ist aber eine Illusion, die uns sehr stark anhaftet, sehr oft. Also das hört man ja, ne? Wenn das und das anders wäre. Wenn wir einen anderen Papst hätten, haben vor einigen Jahren manche gesagt. Ne? Wenn die und die Gesetze geändert werden. Wenn, was immer alles, ne? Wir mehr Geld hätten, wenn wir nicht immer so depressiv werden, alles Mögliche. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo wir dieses Wenn, dann, wo wir Bedingungen stellen, wo wir zugleich wissen, die gibt es nicht und die wird es kaum geben. Es könnte auch sein, dass wir dadurch so ambivalent, einerseits sagen wir wollen Veränderung, wir wollen, andererseits auch nicht. Also den Wahlspruch von Luxemburg, der fällt mir natürlich ein, mir Welle bleibe, was wir sind. Das kann vielleicht auch nicht nur der damaligen politischen Krise, sondern auch hier eine gewisse Bedeutung haben. Ne? Ich möchte das Thema Innovation aus dreifacher Perspektive ein Stück beleuchten. Einerseits fachlich, was ist damit im profanen fachlichen Diskurs eigentlich gemeint? Dann theologisch, wie kann man das begründen? Warum soll Kirche innovativ sein? Und geistlich. Was hat Innovation mit dem Glauben zu tun? Und zwar mit Glaube als lebendige Beziehung zu Gott. Als einerseits ein unglaublich persönliches, existenzielles Geschehen, dynamisches Geschehen zwischen einem Menschen und seinem Gott und andererseits als Beziehungsgeschehen zwischen Gott und seinem Volk, das Ich und das Wir. Und für die Kirche, vor allem für die katholische Kirche, stellt sich noch einmal zentraler dabei die Frage, in welchem Verhältnis, wie wir es auch angekündigt haben an diesem Abend, stehen Tradition und Innovation. Sind das Gegensätze, sind das Feinde? Ich glaube, dass sie zusammenhängen, dass hier eine Polarität ist, die ein positives Spannungsverhältnis aufbauen kann. Und hier schon angedeutet, wenn man auch profane Innovationen anschaut, und sei es nur so ein Produkt, wie das Handy zum Beispiel, dann ist ein aktuelles Handy zu 90% das gleiche wie das Vorgängermodell, meistens, oder 80%. Nur gewisse Dinge sind anders. Meistens besser, weil sonst würde man es ja nicht kaufen, wenn es schlechter wäre als das alte. Ne? Kann man sich das alte behalten. Und in Analogie heißt das, dass gerade für eine sehr stark traditionsorientierte Gemeinschaft, Organisation, wie immer, Institution, Innovation das Thema ist. Denn Innovation und Tradition hängen offensichtlich eng zusammen. Die meisten positiven Erneuerungen bauen auf dem bisherigen auf. Sie ersetzen es nicht einfach und wischen es weg, sondern sie stehen quasi auf den Schultern des Vorherigen. Aber sie verbessern es, sie bringen die Tradition auch wieder zum Leuchten. Sie befreien sie vielleicht von mancher historisch begründeter Patina, von manchen Attributen, die dann sich plötzlich als nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr passend herausstellen. Und wenn man sich dann die Mühe macht, eben den Kern der Tradition von den Attributen zu unterscheiden, dann kann man gut innovieren. Ich weiß nicht, war schon irgendjemand von Ihnen einmal auf einem ganz normalen, profanen Innovationskongress oder Konferenz
Was? Irgendjemand? Ich habe mir das ein paar Mal den Spaß gemacht, war da dabei, werde jetzt auch als quasi kleiner Unternehmer eingeladen auf solche Dinge. Und die sind meistens so als Motivationsevents angelegt. Ne? Da sitzen zuerst alle so drinnen, so wie Sie, und am Schluss springen alle durch die Gegend und wissen, wie sie die Welt retten. Ne? Symbolisch gesagt. Also, deswegen lädt man dort meistens Leute ein, schon bei der Einladung, die als Stars betrachtet werden, also High Performer. Wunderwutzis, würden wir Österreicher sagen. Also die großartige Leistungen, überdurchschnittliche Leistungen vollbracht haben, imponieren, die meistens auch sehr motivierend reden können und die sind rhetorisch gut, die präsentieren irrsinnig gut, das kommt schon mit der Beleuchtung, mit Sound und so weiter so daher, dass man irgendwo genau weiß, psychologisch, das reißt einen vom Hocker. Und die machen dann den staunenden Zuhörern klar, dass jeder Außergewöhnliches vollbringen kann. Dass es nur am echten Willen liegt, dass man, wenn man positiv denkt, unbeirrt, ne, dann kann man sich jedes Ziel setzen, dann wird jeder ein Ironman und so weiter. Interessanterweise sind das meistens ehemalige Extremsportler, also zunehmend, das kann ich beobachten in der Szene. Selten Sportlerinnen, meistens junge Männer, jung geblieben zumindest, sympathisch, die mit einer Mischung aus Selbstdarstellung, bisschen Schmäh und Schwiegermutterbonus das Publikum mitreißen. Und sie verkünden die Botschaft, auch du kannst es schaffen. Auch du kannst erfolgreich sein. Praktischerweise sind diese Erfolgsgeheimnisse, in einem Vortrag geht das ja nicht alles hinein, dann auch in ein Buch verpackt, das man dann in der Pause auch kaufen kann. So wie auch hier hinten Bücher zum Verkauf liegen. Allerdings nicht von mir, sondern von der Pfade Baltimore. Und ich merke dann aber Folgendes, je euphorischer die Leute sind, je mehr sie klatschen und dem zujubeln, umso mehr ist in eigenartiger Paradoxie die Reaktion innerlich, der ist ein Star, aber ich nicht. Weil wenn mir ein Dreifacher zum Beispiel in Österreich, RAAM, Race Across America, ja, das ist dieses Radrennen vom Pazifik bis zum Atlantik, wo die möglichst rasch durchstrampeln, das übrigens fast immer Österreicher gewinnen, warum weiß ich nicht. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Österreicher, also die das insgesamt 15 Mal gewonnen haben. Die einzigen, die starten. Ja, wahrscheinlich. Naja, wenn mir so einer irgendwie weismachen will, auch du kannst sowas schaffen, dann denke ich mir natürlich, schön wäre es, aber glaube ich nicht. Also die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und aus dem Grund möchte ich jetzt ein bisschen schauen, wie das für uns ausschauen könnte. Denn auch ich bin nicht so ein Star. Also ich kann solche Leistungen nicht vorweisen. Ich bin weder besonders sportlich, noch habe ich Bestseller veröffentlicht. Ich bin einer von vielen Menschen, vielleicht einer von Ihnen, die sich bemühen, auf ihre Weise einen Beitrag zu leisten für eine, ich sage immer, eine lebendige und eine lebensnahe Kirche. Das sind für mich zwei so Qualitäten, die jeder Mensch versteht. Da muss ich nicht theologisch jemandem erklären. Was lebendig heißt, also die Theologen sagen dann, ja, was meinst du denn mit lebendig? Dann sage ich, meinst du die Frage ernst oder willst du das nur in der Definition hören? Ne? Dazu habe ich dann keine Lust. Also ich glaube, jeder, wenn er ehrlich ist, kann ungefähr sich vorstellen, was lebendig heißt. Und das merkt man ja jetzt oder bei einem Gottesdienst oder wegen einer Aktion sehr, sehr schnell. Bei einer Feier. Und lebensnah ist für mich die Frage, ob wir tatsächlich am Puls des Lebens, wie es bei uns ist, ob wir nicht an der Wirklichkeit vorbei uns schummeln, sondern in diesem Leben, in das Gott uns hineingestellt hat, gesellschaftlich, individuell, politisch, wirtschaftlich, so wie es ist, Inkarnation, so wie Gott Mensch geworden ist, in eine bestimmte Situation. Nicht irgendwo so als so ein Kind in Bethlehem. Das ist lebensnah. Dann Flüchtling, etc. Also diese Lebensnähe. Und ich glaube, sehr viele von Ihnen auch würden sagen, ja, das ist mir auch wichtig, eine lebendige und lebensnahe Kirche. Und seit mittlerweile, jetzt manchmal, wenn ich das dann lese oder nachzähle, denke ich mir, das gibt es doch nicht. Eben seit über 40 Jahren mache ich das bewusst, weil so mit 14 Jahren bin ich quasi aufgewacht in einer lebendigen Pfarre. Das wäre sonst nicht passiert. Da waren Menschen, die waren auch keine Stars, aber sie haben mich aufgeweckt.
aufgerüttelt, bewusst gemacht, Christsein ist mehr als nur, dass ich halt irgendwann getauft wurde und einen Taufschein habe. Und weil es halt so Tradition ist, sondern das hat auch etwas Existenzielles. Das hat mit meinem Leben, meiner Lebensausrichtung, meiner Lebensweise zutiefst zu tun. Und dann war es halt wie bei vielen ein mittlerweile schöner, langer Weg. Pfarre, Theologiestudium, katholische Jugend, hauptamtliche Tätigkeit in verschiedensten Funktionen in der Diözese Graz-Seckau, auch in Führungsverantwortungen. Und dann vor einigen Jahren die Frage, war es das oder soll ich noch einen anderen Schritt setzen? Und dahinter steckt quasi diese Gründung von Pastoralinnovation, dass ich in meiner Kirchengeschichte, in meiner persönlichen, immer wieder überraschenderweise falsifiziert fand, die These von vielen Kollegen und Kolleginnen, die Kirche ist nur konservativ, die ist ein Betonblock, da kannst du nichts ändern, da gibt es keine Spielräume. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es diese Erfahrung nicht gibt und dass diese Phänomene nicht da sind, aber ich hatte doch immer wieder, egal an welchem Eck von Kirche ich mitwirken durfte, auch erlebt, dass es Spielräume gibt. Und wir hatten heute beim Mittagessen schon mit dem Herrn Erzbischof ein bisschen drüber geredet. Es hat auch was zu tun mit der Frage, wie ich diese Wirklichkeiten sehe und wahrnehme. Ich habe schon drüber geredet. Ich habe dann gesagt, wenn man da in den Wald hinausginge, weil der ist gerade hinten sichtbar gewesen, dann kann ich entweder, und ich weiß, ich will ein bestimmtes Ziel erreichen, dann kann ich entweder möglichst gerade durch und mir den Kopf anhauen bei den Bäumen und das Gesicht zerkratzen und wo drüber stolpern, oder ich kann diese Wirklichkeit wahrnehmen und mir einen Weg suchen. Und das ist nicht nur eine Typenfrage, das ist auch eine persönliche Entscheidung. Da kann man sich auf niemanden anderen ausreden. Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich treffen kann. Nicht, dass es immer funktioniert, nicht, dass es immer hinhaut, aber was ich meine ist, wie ich diese Welt wahrnehme und anblicke und ernst nehme, das ist eine große eigene Verantwortung. Und ja, also so diese positiven und sehr vielen schönen Erlebnisse, das will ich jetzt nicht erzählen, wenn interessiert, können wir im Gespräch dann, haben mich dann doch ermutigt, diesen Schritt zu setzen, mich verfügbar zu machen. Und das geht eben nicht, wenn man in einer Diözese angestellt ist. Dann kann man nicht nach Luxemburg fahren oder andere Dinge. Das war also so eine Form follows Function und das war dann nochmal ein für mich schon dramatischer Schritt. Ich war sehr gerne im Bistum beschäftigt. Mir gehen meine Kollegen und Kolleginnen heute noch ab. Ich bin ja ab und zu bei Veranstaltungen, da freue ich mich, wenn ich vor lauter Hugging, da sehe ich sehr viele. Und dennoch habe ich gemerkt, auch für mich war es in der Situation wichtig, wenn man es jetzt so ein bisschen Management-Sprech sagt, die Komfortzone einer Anstellung zu verlassen und noch einmal etwas zu wagen. Weil selbstständig werden und davon leben zu können ist, das sage ich einfach ganz nüchtern, das ist nicht leicht. Also ich will da auch kein Riesending aufziehen, ich will ja auch nicht reich werden, aber das ist eine Herausforderung. Das ist schon was ganz anderes, als wenn man das gewohnt war, wie gesagt, eine sichere Existenz. Und ich habe doch Familie und Frau und 3 Kinder, also das ist alles schon eine überlegte Geschichte. Und jetzt nach 4 Jahren kann ich nur sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich den Weg gehen darf. Und ich bin sehr bereichert worden in diesen Jahren. Und auch von solchen Begegnungen gehe ich in der Regel mindestens genauso beschenkt hinaus, als ich vielleicht auch geben durfte. Meistens viel mehr. Jetzt aber zurück zur Frage, wenn es nicht die Stars sind, was macht denn die Menschen aus, die innovative Schritte setzen, denen Erneuerung tatsächlich gelingt, wenn es nicht ihre Großartigkeit ist, ihre überdurchschnittlichen Fähigkeiten, ihre Einzigartigkeit. Was ist dann mit Innovation überhaupt gemeint? Dem möchte ich einfach nachdenklich nachgehen und Sie dann auch zum Dialog einladen, wie Sie das sehen. Denn das ist vielleicht schon ein Aspekt, den ich dann vorgefunden habe, wenn man solche Leute tatsächlich näher kennenlernt. Das sind Menschen, die, ich sage es einmal biblisch, ihre 5 Brote und 2 Fische wahrnehmen, das, was sie haben, und teilen. Und ich glaube, dass zum Beispiel hier
ohne dass ich sie jetzt näher kenne. Ich glaube fest daran, dass jeder von Ihnen ein paar Brote, ein paar Fische hat, wenn es nur einer ist. Und dass es immer daran liegt, ob man das auch zur Verfügung stellt. Und vielleicht so naiv, wie dieses Kind es getan hat. Das war ja nicht zufälligerweise ein Kind in der Bibel. Während sonst immer nur von den Erwachsenen die Rede ist, dann kommt dann noch der Zusatz, die Kinder. Und dieses Tun wird gesegnet, das ist meine Überzeugung. Also dieses Teilen meiner Erfahrungen, meines Suchens, meiner Erfolge und meines Scheiterns, der offene Austausch meines Ringens, meiner Freude. Und nicht gleich Angst haben, das wird lächerlich gemacht. Ja, das reicht ja nie, was wüssten mit den 5000 Leuten, ne? Bist unrealistisch und so weiter. Also hier mal in das Plus zu gehen, in das sinnlose Plus, also nicht sinnlos im Sinne von nicht analytisch begründbar, was ich überhaupt von meinem Gnadenverständnis für ein enorm wichtiges Kennzeichen halte, dass Christen heute dieses Plus in irgendeiner Weise leben. Nicht, weil es jemand verdient hat, sondern also das, was Gott uns schenkt, dieses große Plus, in irgendeiner Weise, nicht erst dann, wenn es notwendig ist, nicht mehr anders geht, in irgendeiner Form erlebbar machen. Gibt es auch viele Erlebnisse, die man jeden Tag haben kann, wo das löst was aus. Ja, also wir teilen dann auch bitte unsere Erfahrungen. Denn jeder hat Erfahrungen, Ressourcen, Glaube, begründete Hoffnung, Fragen. Jetzt Innovation, was heißt das eigentlich? Die meisten Menschen würden sagen, etwas Neues, oder? Etwas Neues. Und das ist schon ein Aspekt von Innovation, aber nur dann, Innovation nennt man es jetzt in der Fachterminologie, etwas Neues wird nur dann als etwas Innovatives gesehen, wenn es auch eine Verbesserung bringt. Eine Qualität, eine bessere Qualität. Hatte ich schon vorher mit dem Handy kurz gemeint. Ne? Also es kann etwas Neues auch ein kompletter Blödsinn sein oder eine Verschlechterung, eine Lüge letztlich. Ne? Wir merken es bei Produkten, wie heißt das schnell, wenn bei Waschmaschinen eingebaut ist, dass sie nach 5 Jahren irgendwas kaputt wird und dann kannst du neue kaufen. Also da gibt es ja ganz viel, jetzt kommt die große Lüge von Werner Bothe in die Kinos. Ne? Die Bio-Lüge oder die grüne Lüge heißt der Film, die grüne Lüge, wo er sagt, dass auch hinter dem ganzen Bio- und Nachhaltigkeitsbusiness extrem viel Manipulation und Lüge und Konsumentenverwirrung da ist. Das gibt's alles, also nur weil etwas neu ist, das heißt noch lange nicht, dass es besser ist. Und viele, die schon in den 60er Jahren gelebt haben, werden das ja damals auch miterlebt haben. Diesen Fortschrittsglauben, etwas Neues ist automatisch besser, das Alte ist schlechter. Das ist sehr flach, oberflächlich. Das heißt, wenn wir von Veränderungen und Erneuerungen in der Kirche reden, dann gilt es genauso streng hinzusehen, nicht nur, was wird geredet, was wird in Papieren geschrieben, was wird appellativ verlangt, sondern was wird tatsächlich getan und was wird von den Menschen auch erlebt. Man könnte schlagwortmäßig sagen, von einer Behauptungskultur, wer wir sind und sein wollen als Kirche, zu einer Erlebniskultur. Die Evangelien sind da voll davon. Also Jesus hat ganz wenig behauptet von sich, vor allem bei den synoptischen Evangelien. Das Johannesevangelium nimmt hier literarisch eine eigene Gattung ein, sondern die Menschen erleben das, was gemeint ist. Liebe, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Zuwendung, Befreiung, Heil, etc. Und von einer Behauptung zu einer Erlebniskultur. Und ich halte es eigentlich für eine Chance, dass unsere Zeit es mit sich bringt, unsere Kultur in der westlichen Welt. Das tut oft weh, aber die Leute sind da sehr, sehr kritisch, ob etwas nur behauptet wird oder ob man es auch erleben kann. Da muss man gar nicht perfekt sein, aber wenn das zu sehr auseinanderklafft, dann gibt es ein Problem. Die Bibel nennt das Früchte, weil die Früchte sind das, was herauskommt. Wenn ich einen Olivenhain habe, wenn ich Datteln anbaue, wenn ich Getreide anbaue, dann ist es existenziell, dass Früchte da sind, sonst überlebe ich nicht. Oder? Ich meine, wir gehen in den Supermarkt, aber das, was im Supermarkt ist, ist auch wo gewachsen. Also, das ist eine Illusion, zu glauben, ohne Früchte geht's. Leben, Wachstum geht nur mit Früchten. Und
das ist gemeint, dass wir von den Früchten her, von den Wirkungen her uns selber reflektieren sollen. Nicht von dem, was wir tun, was wir behaupten, was wir schreiben, sondern was tatsächlich dann etwas bewirkt. Jetzt könnte man sagen, ist ja ganz klar. Aber ich nenne ein ganz banales Beispiel. Ich komme zu sehr vielen Gemeinden, jetzt auch, unterschiedlicher Konfessionen in unterschiedlichen Ländern. Und auch wenn ich auf Reisen bin, gehe ich sehr gerne eben zu Gottesdiensten und so weiter. Alle Pfarren, Gemeinden behaupten, wir sind offen. Bei uns ist jeder willkommen. Aber ich sage es ganz ehrlich, also in 9 von 10 Pfarren erlebe ich das überhaupt nicht. Ich bin nicht unkommunikativ. Also es wäre nicht so, wenn mich jemand anschauen würde, dass ich wegschauen würde, ne? Oder? Aber trotzdem gehe ich bei 9 von 10 Pfarren mindestens gleich fremd hinaus als hinein. Manchmal sogar ein Stück befremdet über das, was ich erlebe. Und das ist jetzt kein Schlechtmachen dieser Pfarren. Die meinen das alle nicht böse. Da ist keiner, der sagt, da ist ein Neuer, den schaue ich nicht an. Sondern ich falle denen nicht einmal auf. Außer wie es manchmal ist, dass ich zu laut mitsinge oder zu schön. Das hat schon Leute gegeben, die haben sich umgedreht. Sie haben aber schön gesungen. Ja, danke. Ne? Aber sonst kaum. Und was ist da passiert? Dass man das nicht einmal mehr sieht, dass man blind ist für diese Diskrepanzen. Und Diskrepanz, das meine ich im Behauptungserlebnis Kultur, Diskrepanzen wird es immer geben. Und erst recht in einer Kirche, die ja unglaublich hohe Ideale hat. Aber die Frage ist, ob wir mit Diskrepanzen ehrlich umgehen oder sie einfach leugnen. Dann wird es problematisch. Aber ich würde auch dieser fundamentalistischen Versuchung widerstehen, zu sagen, wir könnten da völlig authentisch sein und glaubwürdig. Und das ist Himmel, das ist nicht Kontingenz hier. Aber Diskrepanzen ehrlich wahrnehmen. Also geht es um mehr Qualität, um etwas Besseres, um eine Verbesserung. Und das würde bei uns, im Unterschied zu einem Handy oder zu einem Auto, was könnte das in der Kirche heißen? Wie kann man hier Dinge, die sowieso passieren, so gestalten, dass sie von den Menschen als besser erlebt werden? Dass sie sagen, wow, so eine Kirche, die überrascht mich. Ich habe schon gedacht, Kirche ist nur fad oder nur autoritär oder nur was immer. Und ob das stimmt oder nicht, ob das Vorurteile sind oder persönliche Erlebnisse, wie können Sie, wenn Sie mit Kirche in Berührung kommen, in einer kleinen Weise überrascht nach Hause gehen? Wie kann das gelingen? So kann man Bestehendes ein Stück besser machen. Man muss nicht als Innovation etwas völlig Neues immer gleich machen. Man kann bestehende Dinge von den Früchten her denken. Ich habe als Beispiel schon einmal erwähnt, jetzt in diesen Tagen, wir haben in der Steiermark und in Salzburg so inzwischen Pfarren, die sich zusammengeschlossen haben und so einen 3-jährigen Prozess miteinander machen. Gemeindeentwicklungsprozess mit uns. Und das letzte Mal hat jemand erzählt, dass sie beim Firmenelternabend, das machen Sie vielleicht auch in Ihren Gemeinden, dass man die Eltern auch informiert und so weiter, eben versucht haben, das in dieser Weise anzugehen. Und der eine hat dann so auf seine oststeirische Art ganz, ganz einfach erzählt, und wir haben beim Firmenelternabend am Beginn einfach einen Aperitif ausgeschenkt. Und was glaubt's, wie da die Stimmung gleich den ganzen Abend besser war und schöner war, ne? Und er hat gestrahlt über das ganze Gesicht und seine Kolleginnen auch, ne? Die haben die Freude ist wieder aufgetaucht, immer erinnern. Und jetzt kann sich das jeder vorstellen. Und ich habe das nett gefunden und andere haben ganz was anderes probiert. Aber grundsätzlich zu sagen, so ein Firmenelternabend, den wir sowieso machen müssen, schauen wir nochmal von den Früchten her an. Was sollten die Leute zu Hause dann erzählen? Am nächsten Tag am Arbeitsplatz? Oder ignorieren sie das und haben das runtergesessen und sind froh, dass es vorbei ist? Gab es irgendwas, also diese Fantasie, was sollten sie erzählen, das führt zu diesen Früchten, das führt zu diesen Erlebnisqualitäten? Und dann wird man meistens dahin kommen, dass man sagt, naja, wenn man da vorher im Team darüber spricht, naja, unser Ziel ist, also die sollen halt informiert sein, die sollen wissen, wie das Ganze abläuft. Da würde ich sagen, dafür reicht, kann man einen Zettel verschicken, kann man auf die Homepage verweisen. Nur informieren braucht man heute die Leute nicht, die ihre Zeit stehlen und sie zusammenholen. Ne? Aber wenn Menschen zusammenkommen mit Fleisch und Blut, mit Herz und Hirn und Hand, dann ist das ja ganz was anderes. Ne? Ich hätte Ihnen ja auch den Vortrag einfach schicken können. Das ist dann nicht das, was wir jetzt erleben. Und wenn man so denken anfängt und noch dazu sich sagt, wie es in Österreich in den meisten Pfarren ist,
dass bei einem Firmenelternabend kommen 90%, ich nenne es immer selten, selten. Ich sage nicht gern Kirchenferne, weil das ist sehr abwertend. Ne? Kirchenferne und Nähe und Distanz sind ja in einer Beziehung beidseitig. Das ist ja oft nicht so eindeutig, wer sich da entfernt hat. Also sage ich lieber selten. Und die selten geben uns und euch eine Chance, wenn sie da sind. Die geben uns eine Chance. Das betrifft auch Weihnachten und Ostern und andere Anlässe, wo die da sind. Und jeder könnte zum Beispiel sagen, aha, jetzt gehe ich schon nach Hause, weil ich habe schon Ideen, was ich da machen könnte. Mir fällt schon was ein, wo etwas, was wir sowieso tun, eine Gelegenheit wäre, das zu innovieren, besser zu machen, überraschender zu machen. Das ist gar nicht so schwer. Wenn man sich da hineinversetzt, wie geht es jemandem, der da nur ab und zu kommt, sich nicht so auskennt? Naja, Beschilderung zum Beispiel. Ne? Also bei vielen Pfarrern erlebe ich die Beschilderung so, dass ich sie nicht mehr sehe. Entweder bin ich ja zu blind oder was, also sie existiert nicht. Oder sie ist so geschrieben, dass sie nur Insider verstehen. Weil wenn dann steht, WC ist hinter dem Fahrbüro, ich muss mal schnell, ne? Wo ist das Fahrbüro, ne? Muss ich wieder wen fragen. Also Beschilderungen, die nicht sich erschließen, jemanden, der sich nicht auskennt, sind sinnlos. Ne? Aber das passiert. Das könnte ich genug Bilder zeigen. Das fotografiere ich dann gern. Ne? Aber das ist nur ein ganz kleiner Faktor. Es gibt viele kleine Dinge, die jemandem das Gefühl geben, du bist nicht fremd, du gehörst dazu, du bist willkommen. Dieses Belonging, sich dazugehörig fühlen, ist zum Beispiel in so einer Pfade wie Nativity, die in dem Buch beschrieben wird, ganz, ganz wichtig. Zuerst einmal diese Ecke, diese Kante des Fremden nehmen. Deswegen ist Gastfreundschaft so ein biblischer Wert, ein zutiefst biblischer Wert, der auch heute, glaube ich, in einer pluralen Welt, wo viele sich entfremdet fühlen, wieder Bedeutung gewinnt. Und da sage ich oft, die Erfahrung zeigt, lieber ein bisschen weniger tun und das im richtigen Geist, in der richtigen Haltung, einfacher vielleicht und liebevoller als aufwendig. Und dann sind alle hektisch, die Ehrenamtlichen und alle. Und wenn dann die kommen, dann hat gar keiner Zeit und dann muss das noch gerichtet werden und dann schreit noch wer herum. Ne? Das passiert dann ja schnell. Also so ähnlich wie wenn ich zu Hause jemanden einlade, wann fühlt sich ein Gast einfach wohl? Und das ist auch wieder dieses Wie entscheidender als das Wie viel. Das sind vielleicht ganz banale Dinge, sagen Sie, aber mir ist es wichtig, hier keinen großen Theorievortrag zu halten, sondern Impulse zu geben, wo Sie kreativ damit auch etwas anfangen können. Und dieser Erfindungsgeist, diese Kreativität, die in Menschen drinnen steckt, mehr oder weniger, das ist ja etwas, was die ganze Menschheitsgeschichte prägt. Auch die Kirchengeschichte. Unglaubliche Verbesserungen, Erneuerungen, Fortschritte. Ich sehe auch das Zweite Vatikanum als ein ganz, ganz prominentes Beispiel, wie auch die katholische Kirche eine unglaubliche Energie sich schenken lässt und sie nutzt für Erneuerung. Dass das alles nicht immer ganz reibungslos und einfach funktioniert, wird jeder verstehen, der die Komplexität solcher Systeme ernst nimmt. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, was hier an Potenzial möglich ist. Die Bibel spricht ganz einfach vom Geist. Ja, der weht, wo er will. Ich erlebe zum Beispiel im deutschsprachigen Raum immer mehr Netzwerke von innovativen Leuten, viele im nichtkirchlichen Bereich, die sich treffen, sich austauschen, die ganz anders als diese am Beginn erwähnten Innovationskongresse keine Stars in den Mittelpunkt stellen, sondern so arbeiten, wie wir es am Anfang auch besprochen haben. Menschen, die in irgendeinem Feld mit viel Kreativität, auch Hartnäckigkeit und letztlich Liebe kleine oder große Verbesserungen bewirkt haben, initiiert haben oder es zumindest wollen. Manche, die auch gescheitert sind und sich darüber austauschen und die sich im lebendigen Austausch gegenseitig inspirieren. Und solche Initiativen gibt es, zum Teil auch sehr, sehr intelligent unterstützt von Online-Möglichkeiten, die es heute gibt. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich erlebe dabei oft mehr christlichen Spirit als bei kirchlichen Veranstaltungen. Es ist so, leider, wenn man es so vergleicht. Also letzte Woche war eine Initiative in Österreich, die heißt Pioneers of Change, also Pioniere der Veränderung.
Fantastisch, was da alles berichtet wird und erzählt wird. Und wenn man jetzt schaut, wie ist das so gegangen bei solchen Leuten? Viele erzählen, dass sie, also wie sie ihr Potenzial überhaupt entdeckt haben. Dort, wo kann ich einen Unterschied machen? Wer hat das wach geküsst? Bei mir, bei Ihnen, bei dir. Das ist sehr schön, wenn man das hört. Wodurch haben Sie Mut bekommen, tatsächlich etwas Neues zu wagen? Auch gegen die Mehrheit derer, die sagen, das war schon immer so, das geht nicht anders, das haben wir eh schon probiert. Sich das anzuhören, ist mutmachend. Und sie entdecken ihre Talente. Sie sagen, was kann ich und was kann ich nicht? Was kann ich einbringen und wo brauche ich auch die Kooperation mit anderen? Biblisch gesehen wählen solche Menschen das Leben. Deuteronomium, glaube ich. Ich lege dir vor, wähle das Leben. Und sie ermöglichen durch ihr Engagement tatsächlich viele gute Früchte, wie sie zum Beispiel im Galaterbrief aufgezählt werden: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Solche Früchte werden auch sichtbar, wenn Menschen mit Jesus in Berührung und Kontakt kommen. Damals wie heute. Also wir hören dann in der Bibel, Gebeugte können sich aufrichten. Orientierungslose bekommen wieder Durchblick. Die verdorrte Hand, Markus 3, wird wieder handlungsfähig. Handlung. Die gekrümmte Frau richtet sich wieder auf. Tote werden lebendig. Von Ängsten und Psychosen Gemarterte werden befreit. An den Rand Gedrängte in die Mitte gestellt und liebevoll angeschaut. Und. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das sind Früchte. Das sieht man, wie war es vorher, wie ist es jetzt. Und wie ist das passiert. Also Sie alle können Ihre Fantasie spielen lassen und Ihnen werden auch viele solche Früchte einfallen. Und ich sage Früchte, nach denen die heutige Welt schreit. Oder? Friede zum Beispiel. Von der Familie angefangen über den Arbeitsplatz, politische Situation. Alle diese Dinge, die ich vorgelesen habe, die sind leicht zu lesen, aber wo werden sie tatsächlich gelebt und führen zu einem Leben in Fülle? Und ich glaube also, dass das, wozu Kirche eigentlich da ist, als Zeichen und Werkzeug, wie das Konzil sagt, top aktuell ist, individuell und gesellschaftlich. Jetzt könnten Sie sagen, du Träumer, ja, also bei uns gibt es immer mehr Leute, die lehnen die Kirche ab, die drehen die Kirche runter und so weiter, also alles, was wir auch besprochen hatten. Und Sie tun sich sogar noch leichter, das zu behaupten und das quasi als Gegenargument zu bringen, als viele deutsche Diözesen gleich über die Grenze, die derzeit im Geld ersticken, ja, vor lauter Kirchensteuer und trotzdem Relevanz verlieren. Oder? Das ist dann noch einmal schwieriger zu begründen. Was ist denn da los? Die Ressourcen sind da. Riesige Ressourcen, weltweit gesehen. Und dennoch wird ich sage es jetzt einmal vielleicht als Spur, eine bestimmte Form von Kirche findet immer weniger Akzeptanz, aber sind damit auch, heißt das, dass die Menschen auch diese Früchte, von denen wir geredet haben, ablehnen würden? Glaube ich nicht. Viele haben das Vertrauen verloren, dass Kirchen, Gemeinden der Ort sind, wo das entsteht, wo solche Früchte wachsen. Das heißt aber umgekehrt, die Riesenchance ist zu sagen, egal wie die Rahmenbedingungen sind, konzentrieren wir uns auf diese Erlebnisse, auf diese Früchte. Oder? Das wäre doch auch eine Möglichkeit für eine Neuorientierung. Dort, wo Kirche so ein Ort ist und Räume schafft, solche Erlebnisse ermöglicht, dort beginnt sie auch wieder zu wachsen. Immer zuerst über die Qualität. Quantitäten sind immer eine Folge von Qualität. Das lässt sich an vielen Beispielen empirisch nachweisen. Was zeichnet jetzt Innovatoren aus, die Menschen, die sowas auslösen? Und wo Sie vielleicht sagen, ich könnte ja auch so ein Mensch sein. Und die Frage ist, warum haben Sie nicht aufgegeben? Denn die Innovationsforschung zeigt,
man braucht sehr viele gute Ideen, um etwas zu verbessern. Egal was es ist. Ein Produkt, eine pastorale Handlung, eine Aktivität. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben und wenn wir das machen, dann geht's. Also das werden die meisten schon erlebt haben. Man braucht ganz viele Ideen. Vieles geht finanziell nicht oder da wollen die Leute nicht oder irgendwelche Gründe. Also man sagt, dass man in etwa 10 gute Ideen braucht, damit eine überhaupt etwas wird, umgesetzt wird. Was viele nicht wissen, von 10 umgesetzten Ideen bringt nur etwa eine tatsächlich diese Wirkungen, diese Früchte. Und wenn das in der Wirtschaft so ist, dann geht halt ein kleiner Startup wieder pleite, ne, und hört auf, hört wieder zu. Ist auch die Dropout-Rate sehr hoch. Kirchen können oder konnten es sich lange Zeit leisten, das nicht so wirtschaftlich zu sehen, was ja auch gut ist. Aber andererseits, wenn man es jetzt von diesen biblischen Früchten her sieht, kann man doch die kritische Frage stellen, wie kann es passieren? Ich nehme jetzt ein Negativbeispiel. Ich habe vor 2-3 Wochen mit einer jungen Frau gesprochen, 40 Jahre ungefähr, also aus meiner Perspektive sehr jung, die bei so einer nicht kirchlichen, innovativen, kreativen Bewegung dabei ist. Sehr, sehr tolle Sachen macht. Mit der war ich im Gespräch und die hat sich einladen lassen. Und die hat dann gesagt, ich habe mir das sehr lange überlegt, ob ich da überhaupt zu dir komme, weil du bist ja so kirchlich. Ne? Und ich bin in eine kirchliche Schule gegangen und wie ich da mit 14 rausgekommen bin, habe ich mir geschworen, ich gehe nie mehr in eine Kirche rein. Jetzt kann das berechtigt sein oder nicht. Sie war kein Missbrauchsopfer. Es war die ganz normale Schule. Aber da kann man sich fragen, wie kann das sein, das war schon nach dem Konzil, dass die Frucht einer solchen Schule so eine Erklärung ist. Jetzt will ich nicht ungerecht sein und ich weiß nicht, was da vielleicht nicht funktioniert hat. Aber Sie kennen selber wahrscheinlich viele solche Beispiele von Leuten, die gerade in kirchlichen Institutionen sagen, da bin ich so richtig weggekommen. Und insofern eben die kritische Frage, was erleben die Menschen tatsächlich, wenn sie bei uns sind, wenn sie mit uns in Kontakt kommen? Und Innovatoren waren eben Leute, die haben viele, viele Ideen und haben auch nicht aufgegeben, sind dran geblieben. Unabhängig in welchem Bereich. Keiner hatte optimale Rahmenbedingungen. Kaum ein Innovator ähnelt diesen Stars, die ich vorher erwähnt habe. Die sind alle keine High-Performer. Was sie aber bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam haben, möchte ich jetzt noch kurz darlegen. Viele haben in gewisser Weise eine Führungsrolle, das muss aber jetzt nicht die Top-Führungsrolle sein. Führen heißt, sie können auch Dinge entscheiden, sie können etwas bewegen, etwas verändern. Und sie leben diese Führungsrolle machtvoll und demütig zugleich. Das ist kein Gegensatz. Sie sagen also nicht, Macht ist etwas Schlechtes, sondern sie leben die Macht, die Möglichkeit, die sie haben, das Potenzial in dienender Weise. Man könnte sagen, sie verwirklichen das Wort Jesu, wer bei euch groß sein will, soll der Diener aller sein. Johannes 13, wenn schon ich, der Meister, euch die Füße wasche. Um wie viel mehr sollt ihr einander die Füße waschen? Und man merkt, wie dem Petrus der Kopf brummt, weil er das nicht versteht. Ne? Dann wasche ich mir auch die Hände und das Haupt. Also sie folgen de facto seinem Beispiel der Fußwaschung, ohne dass sie sich als christlich bezeichnen. Und diese Leute sind oft Gründerinnen, Pioniere, Unternehmer, NGOs und so weiter, bemühen sich auch, sich selbst immer besser kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Meine Stärken, meine Schwächen, meine Licht- und Schattenseiten. Und dazu zu stehen, Diskrepanzen wahrzunehmen und ehrlich anzuschauen. Sich auch anschauen zu lassen, sich Feedback geben zu lassen, ehrliches. Sich nicht einzuigeln, abzukapseln. Natürlich nicht unvernünftig, sich vor allem zu entblößen, aber genau zu schauen, wo muss ich in Kontakt mit anderen sein, damit ich am Du zum Ich werden kann. Dann sind das ganz selten Leute, die perfektionistisch sind. Wir werden morgen ein bisschen reden darüber, der Unterschied zwischen professionell und perfekt. Also jemand, der professionell sein will, egal in welchem Metier, wird nie perfekt sein wollen oder können. Das ist der Unterschied. Zur Professionalität gehört die Lernbereitschaft, das Weiterentwickeln, das auch Eingestehen von Unzulänglichkeiten.
das umgehen können mit Defiziten, mit suboptimalen Rahmenbedingungen. Sie wollen einfach besser werden, auch selber als Person. Sie wollen etwas besser machen. Man könnte sagen, der Feind des Besseren, wenn wir Innovation so deuten, ist eben nicht das Schlechte in den meisten Fällen, sondern das Gute. Der Feind des Besseren ist das Gute. Weil dann sagt man, es ist eh nicht so schlecht. Es läuft eh ganz gut. Das wäre so die österreichische Formulierung. Das Eh. Ja? Was willst du denn? Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, die das genau auf Punkt genau zum Ausdruck bringt. Die Rebe, die Frucht bringt. Was macht damit der Winzer? Reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Die Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das weiß jeder Weinbauer. Der burgenländische Pastoralamtsleiter kommt aus einer Winzerfamilie, der hat mir das genau erklärt, was dieses Reinigen bedeutet, Geiztriebe und große Blätter, damit das wirklich Luft und Raum hat. Aber der sagt nicht, das sind eh schon Früchte, passt schon. Sondern reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das heißt, auch Sie haben die Chance zu schauen, wo gibt es schon Früchte. Schauen Sie auf das Gute, schauen Sie auf das, was schon geschenkt ist, was schon wächst, was noch so klein ist. Und wie kann ich das pflegen und hegen, damit es wachsen kann und Raum bekommt. Befreien vielleicht von Dingen, wo man glaubt, das ist so wichtig. Wir üben das wirklich bei unseren Seminaren mit den Pfarrern. Die nehmen ganz konkrete Beispiele und reinigen die. Und dann tritt zutage mit weniger Aufwand mehr Wirkung. Mit weniger Stress und noch was dazu. Mehr Freude, mehr Stimmung, mehr Eigentliches. Also wirklich innovieren heißt ruhiger werden, fokussierter werden. Das ist das Reinigen. Man kann da schöne Bilder nehmen von, damit das passiert, ne, im Weinbau. Da fängt die Arbeit der Winzer jetzt an, im Frühling. Ich habe jetzt Fotos gemacht in Slowenien. Da gibt es einen Ort, der heißt Jerusalem, 54 Einwohner, Weinbaugebiet. Und die haben gerade geschnitten. Also das Ganze fängt zum Treiben jetzt gerade an. Da denkt man sich als Laie, wunderbar, wie das jetzt wächst. Und dann schneiden sie fast alles weg. Da bleibt eine übrig. Und da wissen Sie, das ist die, die viele Früchte bringt. Sonst hast du viele Blätter, aber keine Früchte. Und das kann man wirklich in Analogie üben, mit konkreten Beispielen. Das geht. Und wenn man es bei einem Beispiel einmal ein Stück übt und lernt und merkt, wie das wirkt, macht es auch Mut zu mehr. Dann noch ein Aspekt. Solche Menschen sind selten oder überhaupt nie Einzelkämpfer. Ich sage immer, Innovation ist ein Mannschaftssport. Und sie lassen sich auch nicht vereinzeln. Sie bauen Teams auf und in der Regel kann man sich ja seine Kolleginnen und Kollegen nicht aussuchen. Also die wenigsten Menschen im Leben kann man sie aussuchen, oder? Also nicht einmal die Eltern oder die Geschwister oder die Chefs. Das ist also der einzige Mensch, wo ich wirklich sage, aus freiem Willen und eigenem Entschluss, das war meine Frau. Ne? Aber sonst habe ich mir eigentlich fast nichts aussuchen können. Ich habe nicht aussuchen können, wer heute da sitzt. Und sie sich auch nicht. Also hier zu sagen, mit dem, was ist wieder, in diesen Menschen, ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam, wie wir es immer sagen, Landeplatz für den Heiligen Geist sein können. So wie wir sind. Und solche guten Teams sind nicht homogen. Also die Versuchung, sich mit Leuten zu umgeben, die gleich denken, gleich fühlen, gleich glauben, katastrophal. Schauen Sie sich das Kollegium von Jesus an, die Jünger, die Frauen, die mit ihm mitgezogen sind, die ihn unterstützt haben, volle Bandbreite. Ob die allerdings in heutigen Unternehmungen eine Chance hätten bei Bewerbungsverfahren, da hat die Silvia einen schönen Text, wie das heute laufen würde. Also keine perfekten Leute. Aber dahinter steckt noch was anderes. Innovation braucht Unterschiedlichkeit. Braucht auch das andere. Nur im Modus dieser Unterschiedlichkeit, dieser Pluralität, die wir oft als Bedrohung sehen, können Systeme wirklich leben und gedeihen. Das sind Biosysteme, das sind hochentwickelte Lebewesen, fragile Organisationen, globale Ökosysteme, leben alle von einem sehr, sehr dynamischen, sehr, sehr Balance von Unterschiedlichem. Das möchte ich nur andeuten. Und solche Menschen, solche innovativen Männer und Frauen arbeiten sehr lustvoll und auch ausdauernd daran,
solche verschiedenen Teile zu einem lebensfähigen Ganzen zu verbinden. Wie ein Dirigent, der aus unterschiedlichsten Musikern mit Instrumenten ein Orchester formt. Und ich denke mir oft, gerade in letzter Zeit höre ich sehr viel wieder klassische Musik. Es ist unglaublich, oder? Wie gibt es sowas? Also wie ist sowas überhaupt möglich? Das Orchester. Das andere wird also nicht als Bedrohung wahrgenommen. Das andere, das Fremde, das Irritierende, der andere, sondern als unumgänglich komplementäre Ergänzung, ohne die es kein Eines und Ganzes geben kann. Ich denke da oft, wenn in Lumen Gentium formuliert wird, dass die Kirche Zeichen und Werkzeug letztlich für die Einheit von Gott mit den Menschen und der Menschen untereinander. Ob das nicht in einer sich ausdifferenzierenden, durch Migration und Kulturen vermischenden und pluralen, überfordernden oft Gesellschaft nicht noch einmal ein prophetischerer Gedanke war. Was können Christen beitragen, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit zuerst wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Egal welcher Religion, welchen Glaubens, aber wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir leisten einen Beitrag dazu. Ich komme zum Schluss. Umbrüche und Krisen als Humus. Wenn wir schon so biologische Bilder haben. Umbrüche und Krisen als Humus, also als fruchtbare Erde. Innovatoren, so zeigen es unsere Erfahrungen, bewegen sich eben nicht nur in vertrauten Kreisen, sondern kundschaften in fremden Gegenden. Das kann geografisch sein, aber noch wichtiger geistig. Zum Beispiel Auseinandersetzung mit Literatur, mit Künstlern. Und auch sozial. Sie netzwerken mit Leuten aus völlig anderen Bereichen. Sie setzen sich mit Themen und Menschen auseinander, die unerwartet sind. Auch mit Menschen mit anderen Anschauungen, Meinungen, Lebensentwürfen. Sie sehen das nicht als Gegnerschaft, sondern sie wollen sich auch nicht gegenseitig missionieren, sondern sie wollen am anderen lernen. Sie haben auch oft Hobbys. Das ist interessant, wenn man schaut, welche Hobbys die Leute haben. Solche Leute haben oft ungewöhnliche Hobbys. Ungewöhnlich dann, wenn man eben an more of the same denkt, aber wenn man dieses Innovationsschlagwort von thinking out of the box hernimmt, dann versteht man es. Warum zum Beispiel Klassiker, der rosenzüchtende Pfarrer? Das hat eine tiefe Bedeutung. Oder der Manager, der bei einer Obdachlosenspeisung regelmäßig mithilft und mir dann erzählt, er gibt hier ein bisschen, aber er wird viel mehr beschenkt, weil er durch diese Tätigkeit sich und die Welt und ganz vieles ganz neu verstanden hat, neu sehen gelernt hat. Ich war blind. Ja. Oder, ich weiß nicht, die Krankenhausseelsorgerin, die Gitarristin in einer Rockband ist. Es gibt lauter solche Phänomene. Das sagt was aus über eine Lernbereitschaft an anderen. Solche Kombinationen kennen Sie sicher auch. Aber nicht nur der Umgang mit Menschen, die anders denken, ist bei innovativ orientierten Menschen anders, sondern auch ihr Verhältnis zu sogenannten negativen Situationen. Also was unangenehm, störend, leidvoll, schmerzvoll ist, was man dadurch meiden will. Wer will schon Konflikte, Stress, Schmerzen? Also auch das, was Sie jetzt als Kirche vielleicht ein Stück erleben. Und dennoch gibt es Leute, die posten dann auf Facebook Sprüche wie Innovation can be found outside the comfort zone only. Also das macht man dann gern. Ja? Man muss die Komfortzone verlassen, sonst das ist plakativ schnell einmal möglich. Aber wie lebt man das dann? Was heißt konkret, wenn eben die Botschaft des Evangeliums sagt, im Kreuz ist Heil? Für die Juden, wie gesagt, ein Skandal beim Korintherbrief. Für die Philosophen, die Griechen, eine Dummheit, je nach Anschauung. Und zugleich sind unangenehme Situationen letztlich unausweichlich. Es ist oft nur eine Frage der Zeit, bevor das Nächste passiert, was einem nicht so taugt. Klein oder groß, oder? Also Menschen, die das Konzept haben, glücklich bin ich dann, wenn nichts Unangenehmes passiert, die können nur unglücklich werden, weil es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Wann ich mich verkühle, wann mir wer auf die Zähne steigt, wann ich
eine unangenehme Situation erlebe. Insofern ist die Einstellung, es macht Sinn, sich zu überlegen, welche Haltung nehme ich generell zu dem ein, was wir als negativ und schlecht und leidvoll bezeichnen. Der österreichstämmige Philosoph Paul Watzlawick hat ein Buch geschrieben, der war nicht aus christlicher Perspektive. Philosophisch sagt er, man kann die Frage stellen, was ist das Gute im Schlechten? Diese Chance haben wir. Das macht das Schlechte nicht gut. Ich will es auch nicht gut reden, schön reden. Aber die Freiheit habe ich, das zu fragen. Theorien des Scheiterns sagen sogar, es gibt hier 3 Phasen. Nach der Phase des Scheiterns, wenn etwas nicht so aufgeht, wie man es sich vorstellt, kommt oft eine turbulente Phase des Chaos, der Verunsicherung, der Ängste. Und dann besteht erst die Chance zur Neuorientierung. Aus diesem Scheitern, deutsche Wort meint die Scheite, die zerbrochenen Hölzer, könnte dann Neues aufgebaut werden. Aber diese Phasen muss man durchleben. Das kann man nicht überspringen. Die Bibel ist randvoll mit solchen Erzählungen von Genesis 1 bis Offenbarung 22, wenn man das so anschaut. Da waren nie optimale Rahmenbedingungen. Wer das Buch der Könige liest, eine Katastrophe, wie die von Gott ernannten Könige agiert haben, sehr oft, von David angefangen. Aber auch die Menschheitsgeschichte ist voll mit Scheitergeschichten. Und wahrscheinlich auch auf der persönlichen Ebene, jede individuelle Biografie hat auch diese Erfahrungen. Deswegen, wer innovieren will, lässt sich zuerst einen neuen Blick auf die Wirklichkeit schenken, eine neue Sicht, versucht neue Perspektiven einzunehmen und Standpunkte und Neues sehen zu lernen. Jesus hat sein Innovationsprojekt mit Menschen begonnen, die heute, wie gesagt, bei Bewerbungen wenig Chancen hätten. Selbst dann, als die großmäuligen Jünger als Versager sich entpuppt hatten, tauschte der Auferstandene sein Team nicht aus. Er macht deutlich, dass tatsächlich jeder Mensch die Möglichkeit hat, Innovator zu sein. Landeplatz für den Heiligen Geist. Gerade auch 1. Korinther, die Schwachen, Törichten, Niedrigen und Verachteten. Das ist unglaublich, ne? Denn er versprach ihnen seinen Geist. Was ab dessen Ausgießung geschah, ist Geschichte, Innovationsgeschichte. Danke für die Aufmerksamkeit.